Fleischvogel, so gemacht, wie ihn nur Patricia macht und auch du in Zukunft. Ich wünsche einen guten beim Zuschauen und danke bereits jetzt fürs Däumchen nach oben hier unten in der Bewertung. Neben Fleisch gibt es gleich wieder Gemüse. Kannst du machen, was du willst. Genau. Erzähl mal. Aber es macht auch freudig und so farbig, oder? Wenn immer möglich viel Farbe, deswegen 2 verschiedene Peperonis. Nehmen wir Rüebli, nehmen Weißenmehl oder Maisstärke, nehmen wir Olivenöl und verschiedene Städtegewürze. Wir kochen das Ganze in eine Bratensauce heute. Wow! Ja. Klingt nach einem Festtagsmenü, das man jeden Tag essen darf. Muss jeden Tag festen. Ich freue mich drauf. Gell? Ich sage es aber heute, wenn keine so Rezepte verpassen willst, einfache, spezielle Rezepte, da unten hat so ein Glöckchen. Unbedingt drauf klicken. Es ist ganz schnell, schmerzlos, aber für uns macht es wirklich einen grossen Unterschied. Für uns ist es mega wichtig. Genau. Danke vielmals für deine Unterstützung. Vielen Dank, ja. Und ciao. Auf Wiedersehen. Du bleibst da, ich auch. Wir kochen Ich meine, jetzt. ich muss mitkochen, Wir aber... kochen. Ciao, ciao. So, mit dem Hammer. Das Rezept ist heute der Hammer. Dann haben wir hier schöne Schnitzelis. Die schlage ich jetzt. Nur kurz, also Sie müssen nicht, ich mache nachher keine so riesengroße Wiener Schnitzel. Ich will nur, dass sie einfach schmaler sind, so flacher, dass man auch nachher besser rollen kann. Mache ich hier. Kennst du die Ziploc-Beutel, oder? Man kann mit Lebensmitteln benutzen. Einfach 2 so drinnen oder nur eine, je nachdem wie groß die Schnitzel sind. Da haben wir die Hai auch so, hast du schon mal mit so Noppeli und einmal flach, nehmen wir diese flache Teil und dann klopfen. Jetzt kann man schön Energie loslassen. Aber bitte gute Energie ans Fleisch geben. Klopfen, klopfen, klopfen. Ich habe fast ein bisschen zu fest. Zum Kraftsparen gebe ich einen Tipp, Handwerker-Tipp. Nicht hier vorne heben, da brauchst du viel mehr Kraft. Also wenn du ganz hinten hebst, wirklich ganz hinten, so hinten wie es geht, so dass es noch fest ist. Und dann klopfen. Ich werde das mit allem Schnitzel jetzt machen. Und vielleicht, warum mache ich mit dieser Seite hier und nicht mit diesem? Ich will einfach diese Beutel hier nicht zerstören. Es geht nur darum, wenn ich mit den Noppeli mache, dann geht der Beutel irgendwann kaputt. Die Fasern werden auch ein bisschen mehr zerstört von dem Fleisch. Und da will ich wirklich nur ein bisschen so flach machen und nicht wirklich zerstören. Es ist so sehr gutes Fleisch von Qualität, es ist schon zart. Es geht nur darum, dass es einfacher ist zum Rollen. Die 2 sind hier schon fertig. Ich zeige nur kurz. Machen wir den Unterschied. Der hier ist dicker, ist so fester. Da hier ist so meine Röllchen nachher machen. Ist schwieriger, als wenn ich den hier nehme, schon geklopft habe. Dann kann ich wirklich wunderschön einrollen. Siehst du, ich kann sogar 2-mal so. Da habe ich sogar zu fest, habe ein Loch gemacht. Da kann man nachher reparieren, ist kein Problem. Der ist richtig. Siehst du? Viel einfacher zum schönen Röllchen machen. Mache ich jetzt mit dem anderen auch noch. Was auch ganz nett ist, ist einfach ein nasses Tuch hier unten. Habe ich gut kurz angefeuchtet, Brett drauf. Dann, es tönt jetzt schon laut, wenn man so schlägt, aber so ist ein bisschen weniger. Und das Brett rutscht auch nicht weg. Also mit dem Beutel ist wirklich super. Also natürlich werde ich das alles waschen, oder? Aber es bleibt relativ sauber, das Brett auch. Es spritzt vor allem nicht überall Saft hin. Ich werde dieses Fleisch jetzt hier mit Fleischgewürz würzen. Das macht Sinn, ne? Fleisch mit Fleischgewürz. Deswegen habe ich zuerst das gemacht. Schnitzeli flach so klopfen und dann mit Fleischgewürz würzen. Mariniert oder gewürzt, können hier ein bisschen warten. Und dann fangen wir mit dem Gemüse an. Gemüse heisst Rüebli schälen, Peperonis schneiden. Sie sind quasi die Füllung von meinen Fleischvogel, oder? Das heisst, ich mache jetzt nicht Würfel, wie ich hier normalerweise mache. Ich mache so lange Stückchen. So, einfach. Und das, was ich nachher nicht brauche, werde ich dann klein schneiden und in die Soße kochen. Aber zuerst schneiden wir alles so schön. Jetzt schaue ich bitte etwa. Machen wir hier so etwa, wie groß diese Peperoni sind. So schneide ich meine Rüebli-Stückchen auch. Das hier kommt nachher in die Soße. Mache ich auch hier einmal in die Mitte, so schmale Streifchen. Das sind vielleicht so die kleinen Tricks. Und deswegen lohnt sich das ganze Video zu schauen.
kommt immer jetzt was, wenn du das schon weißt, super. Aber wenn nicht, vielleicht lernt man noch was dabei. Ich lerne eigentlich bei jedem Rezept was, was ich meine. Oder? Peperoni sind so dick, Rüebli sind ein bisschen schmaler. Sie brauchen ja länger, bis gekocht sind. Und ich will das alles zusammen kochen. Dann mache ich so hier ein bisschen den Unterschied. Wenn es nicht so ist, bei weitem nicht tragisch, dann haben einfach die Rüeblis ein bisschen mehr Biss als Peperoni. Ich habe die alle so eben in Stängel geschnitten und jetzt habe ich so mehr oder weniger, so plus minus hier sortiert. Einige Peperoni von jeder Farbe, Rüebli. Also nur so viel, dass ich auch nachher in diesem Fleischstück hinkriege und das hier so ummanteln kann. Ich nehme so, Gemüse habe ich nicht gewürzt. Die kommen nachher in eine sehr feine, würzige Soße. Also ich rolle, kurz ziehe so, dass es so fest ist, hebe und dann mit einem Zahnstocher probiere ich hier schön zu machen, was beim ersten nicht so gelingt. So, es hebt, gehe ich zum nächsten, schön da drauf, ich rolle, ich rolle. Nochmal Zahnstocher hier, ich könnte natürlich einfach so machen. Geht's auch. Ich mache aber lieber so, ist ein bisschen schwieriger zum Stechen, aber einfacher zum Anbraten. Ich habe alle jetzt so gerollt. Einige sind schöner, andere weniger schön. Habe aber noch viel Gemüse hier. Die werde ich jetzt in Würfel schneiden. Das gibt nachher eine noch wunderbare Soße. Die Pfanne ist auch parat. Kann ich schon mal heiß machen. Dann kommt das Öl, das normalerweise in die Küche verwendet. Ich werde nur eine Pfanne brauchen. Mache ich hier gefriergetrocknete Zwiebeln, fange schon an anzubraten. Dann komme ich mit allen anderen meinen Gemüse. Dann kann ich mit der Peperoni. Vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt. Ich sage nochmal, das Messer wieder auf diese Seite, nicht auf diese. Dann schneidet es länger gut. Ja. Schön rühren. Ich will das, ich will richtig scharf anbraten. Das Ganze wie ein bisschen karamellisieren. Schön verteilen lassen wir da, während das Gemüse dort mir einen schönen Boden gibt. Ich kann schon mal diese Bratensauce vorbereiten. Ich nehme hier warmes oder heißes Wasser. Ich habe hier Bratensauce. Mischen wir da hier drin in Wasser. So. Die gibt schon eine wunderbare Soßenbasis. Das Gemüse weiterhin immer wieder umrühren. Und hier jetzt habe ich da mein Mehl oder das Maisstärke. Wenn man zum Beispiel kein Gluten kann essen, dann nehmen wir Maisstärke. Und ich werde nicht panieren. Ich werde jeden nur kurz drauf und wirklich gut klopfen nachher. Siehst, es muss auch nicht überall sein. Ich lasse da so ein bisschen so bemalen. Ja. Das hilft nachher auch meine Soße zu binden. Da gibt eine noch schönere Kruste hier. Aber unbedingt wieder wegklopfen. Ich will nachher keine so Böppels haben. Honey, sind auch bereit. Jetzt habe ich das, was ich will. Es fängt dann ein bisschen wirklich am Boden zu hocken. Weißt, ich habe diese Kruste, die man oft auch beim Fleisch hat, habe ich hier jetzt bei den Gemüse. Und die Gemüse sind wirklich langsam goldbraun. Ich probiere das zu zeigen. Ich kann auch so nehmen. Siehst du, die sind langsam, auch sogar das Rüebli ist so goldig jetzt, oder? Das brauche ich. Das sind noch mehr Geschmack. Jetzt ist die Zeit, wo ich kann wirklich diese Gemüse hier auf der Seite tun. Und dann kommt unsere Sterne vom Tag, sagt man so, nämlich mein Fleischvögelis. Öl ist heiß, drauf, dann hört man, das will man hören. Wieder hier eins, nochmal eins. Gemüse auf der anderen Seite oder drüber. Ich hätte natürlich gerne eine größere Pfanne nehmen, habe ich jetzt gemerkt. Wir probieren trotzdem so. So, ich habe alle nebeneinander. Gemüse teilweise bei Sitz oder unten dran. Lass es erst mal auf einer Seite anbraten. So, guck mal, ich brauche nur Hilfe hier zum Umdrehen. Guck mal, ich zeige so, wie das auf dieser Seite schon aussieht. Schön goldig. Werden jetzt alle so drehen. Und ich will eben diesen Bodensatz hier lösen, oder? Siehst du, ich habe wirklich schön, die Gemüse sind schon so. Und das lösche ich jetzt ab. Also ich lösche das ganze Hitze hier und ich löse das hier jetzt mit dem Bratensauce. Also zuerst ein bisschen, dann kann ich diesen Bodensatz hier lösen, weil da hockt genau diesen karamellisierte von der Gemüse und jetzt vom Fleisch auch. Und eben
das Mehl oder die Stärke, wo jetzt meine Soße noch besser soll binden. So. Und was muss jetzt passieren? Ich gehe jetzt ein bisschen runter mit der Hitze, Deckel drauf. Warte ein bisschen, ich warte nicht, ich räume auf, bis hier gekocht ist und dann kann man essen. Noch ein bisschen Gemüse dazu, dann freut sich der Städti besonders. Wenn du auch mal möchtest hier probieren, drückst du unten ein bisschen gut abonnieren drücken, das Glöckchen einschalten, dann verpasst du gar kein Rezept mehr. Und der Daumen nach oben hilft uns, dass wir das noch lange machen können. Genau. Jetzt ist genug geschnürt. Probieren. Ja, Einen probieren. guten. Dafür sind wir auch da, gell? Einen Genau. guten. Und vielen Dank schon mal fürs Dabeisein. Ich kau ja lang. Ne? So oder ich nicht. Nein. Oh, So schau, ist noch ein bisschen ich Gemüse. habe Gell? nur ein Peperoni verwünscht, das passt gerade. Das ist auch super, wenn man das ein bisschen kalt isst. Im Fall. Da kann man so schön aufschneiden. Weißt du, so jetzt zum Beispiel. Schau mal, wie schön farbig das da ist. Und dann einfach so auf einem Brettchen, so als Fingerfood. So. Stimmt. Man kann auch so schneiden und da ein Sandwich machen. Und jetzt ist mir Stäbeli im Weg. Ich Einfach würde bei den nachkochen. Zahnstocher. Warte. Bei den Zahnstocher würde ich aufpassen, dass man die nicht plötzlich verschluckt. Gell? Nein, den muss man kurz rausnehmen. Die muss man rausnehmen. Und wenn man gerne hat, kann man noch ein Stück Hauspfeffer dazwischen. Das geht. Jetzt wird es richtig gut. Also, wir essen hier noch ein bisschen weiter. Was du musst machen, dass du auch mal schauen und hier kommen, essen, habe ich gesagt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke vielmals fürs Köcheln. Danke auch. Und tschüss miteinander. Bis nächstes Mal. Bye, bye.